Guten Tag. Guten Tag, ihr Leid. Wir sind auf der Suche nach Benzin, Diesel, um genau zu sein. Ach, guck mal da. Sieht doch schon mal gut aus, oder? Wenn da stehen Fässer. Oh, da ist. Tank ist leer. Hier gibt es nichts zu holen. Okay, das ist schon mal scheiße. Ich weiß nicht, da vorne stand gerade LKW. Da ist noch ein Tank. Hopp, leer. Da stand gerade LKW, der hat noch Licht an. Also die Batterie scheint zumindest wohl zu funktionieren. Ne? Knipex. Knipex. Ne, ich krieg Geld von denen. Aber Seitenschneider zu sagen, ist auch irgendwie doof, ne? So, dann gucken wir mal. Was gibt's hier? Nix irgendwie. Ah ja, da sieht es gut aus. Der Tank scheint voll mit Dieselöl zu sein. Jetzt brauchst du noch einen Kanister. Ja, super. Auto hin im Kofferraum. Okay. Gefahr. Fotonnebel. Bäh. Junge. Ich weiß nicht. Nicht so geheuer, du. Okay, da komme ich nicht hoch. Was ist da, Brief? Nein. Schon noch ein bisschen umgucken vielleicht. Was leider ohne Fahrradsattel? Nee, das ist der Fahrradsattel. Noch ein Auto. Geschafft jetzt. Achso, nee, ich habe gerade rumprobiert mit der Taschenlampe. Ich habe einfach mal gedrückt gehalten. Und ja, sie halt dann ein bisschen. Oh, guck mal, das ist doch ein Kanister, oder? Also, das ist was zu lesen. Quittierter Lieferschein, aktueller Lagerbestand. 14 Fässer aus zu je 216 Liter Fassungsvermögen. Heute geliefert 3 Fässer zu je 216 Liter Fassungsvermögen. Okay. Du. Leerer Kanister. Er ist leer, ich habe immer noch nach Dieselöl. Wo ich aber noch Gummibärchen riechen wird, hätte ich mal nicht genommen. Also so ist es nicht. Der muss jetzt nicht. Der muss nicht gut riechen. Honk, honk. Okay. Okay, dann haben wir das Dieselöl. Dann sind wir ja quasi richtig gelaufen. So. Gefüllter Dieselölkanister. Du hast sie mit Dieselöl gefüllt. Ja, geil, danke. Okay, dann war es das hier. Es ist verdächtig ruhig. Sehr verdächtig ruhig. Oh, die Taschenlampe. Nee, ich mache das jetzt so, wie ich das vorher gemacht habe. Ich ziehe sie auf und ich lasse laufen. Im Moment ist so nichts los, weil das nervt schon tierisch, ne? Wenn du dauernd herrschst. So. Lazarett, kommen wir mal her. Füllen wir jetzt halt auf. Nee. Moment, wo war der Stopper zum Auffüllen? Das war die Maschine. Da hinten war er, gell? Ja. Okay. Abadam. Der füllt sich von allein. Ah, nicht schlecht. So. Ist wirklich laut. Generator. Okay. Taub irgendwo vorhin gehoben. Ja, einfach nicht hingehen und auch nicht drüber laufen. Macht man nicht. Was? Alter, echt jetzt? Ja, hallo? Knipex? So. Jetzt wird es aber kompliziert hier, oder? Oh fuck. Ja, sorry, aber Ado. Nee, das ist der falsche. Ja.
Es ist hier nicht so leicht, da der Richtige zu finden. Ich meine, guck euch das an. Das da. Das da. Wo ist denn der Wal hingekrochen? Okay. Nächster, da oben. Da unten ist noch einer. Rede. Streizel hier, okay, da kann man gleich nur bleiben, Knipex. So, jetzt der da. Na, muss ich wieder so machen. Ne, der bewegt sich. Der da. Wo ist denn der jetzt halt hingegangen? Das ist mir jetzt nicht so recht, da, ehrlich gesagt. Der wartet jetzt nicht, bis ich da komme und batscht mich dann, oder? So, ich hätte jetzt gerne Speicher. Ding. Na, da gehe ich nicht hin. Nein, komme ich. Nicht weiter. Ey, was geht denn hier ab? Das sind lauter Taube hier. Okay, da geht's eh nicht weiter, aber da sind Dinger so. Löwenpfad, Hamburger Chaussee, Stausee, Chaussee. Okay, ich muss dann hin. So. Kann ich dann aufgehen? Will ich dann aufgehen? Da stehen ein paar Schuhe und das sind die Schuhe, wo sie sich drum gekloppt haben, die Deppe. Vorsicht, Loch. Vorsicht, Loch. Hey, Beavis. Er hat Loch gesagt. Ja, sorry. Die Helden meiner Kindheit. Meiner Jugend, meine ich, Kindheit. Ja. Ich glaube, ich jetzt echt noch um. Ich will nicht in das Loch nehmen, das ist babbig. Batzer Weg, ja. Da kann ich nicht entlang. Okay, dann. Okay. And down we go. Das ist schon irgendwie eklig gerade. Aber so richtig eklig. Guck, dass die Lampe läuft. Also ich guck, dass die Lampe läuft. Steht Text. So leid noch was. Der geflutete Schacht. Leutnant von Schmidt hat uns beauftragt, den alten Schacht auszupumpen. Unsinn natürlich. Beim nächsten Regen läuft er wieder voll. Kamerad Eck hat im Schlamm die Reste einer französischen Uniform gefunden. Sind wohl da unten verreckt, bevor uns dieser verdammte Fleck Erde in die Hände gefallen ist. Wenn der Leutnant uns weiter schuften lässt, obwohl wir kaum was zu fressen haben, holt der Schlamm uns auch bald. K. Lücht. Wo waren das so Dingens? Das ist, glaube ich, da. Ja. Gut, oh, Lagos. Genau, hinter mir.
Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo ich schieße. Weiter runter geht nicht. Ich hab das verdammte Geplärre da. Okay, du geht's lang. Das ist doch so ein Zombie, oder? Schön, guck, dass die Lampe läuft. Oder ist er noch? Wieso bin ich jetzt nach links gegangen, nicht nach rechts? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe bisher nur rechts gegangen. Weil ich nämlich hier nicht weiterkomme. Ah, ich muss mich kleiner machen. Okay. Tschüss. Hallo Dudo, du bist kaputt? Okay. Ein Ende-Labyrinth ins andere Labyrinth, ich krieg die Krise. Was war das jetzt? Warum ist meine Lampe ausgegangen? Hopp. Geh nun. Oh. Hopp, geh doch hin, geh doch hin, geh doch hin. Kommt auch noch Gas dazu. Wenn ich die Maske schon aufziehe? Ja. Monster dürfte man eigentlich nicht noch kommen. Gut. Okay. Biene Leid irgendwas. Und noch eine Marke. Noch eine Marke. Ah, ich habe eine vorgelesen. Camille Chavet, Herblay. Herblay? Mundraub. Kasik, Iwerk und ich haben die eiserne Ration satt. Die Lieblinge des Leutnants bekommen alles, was sie wollen. Jetzt holen wir uns auch einfach klammheimlich, was uns zusteht. Korn, Obstbrand und Tabak. Unsere Beute verstecken wir im alten Schacht. Niemand traut sich darunter. Aha. Wir haben keine Angst mehr. Nicht vor dem Leutnant und nicht vor dem Schacht. Bald ist alles vorbei. LL. So, ich gucke mich mal hier ein bisschen um. Ich weiß nicht, atmen die Zombies eigentlich? Also bin ich sicher im Gas? Oh, da lag noch was. Die Hände sind schon verdammt Noah. Ja, doch jetzt nicht einer kommen. Wo geht's nicht weiter? Also das scheint eventuell von der Franzose. Da jetzt nicht. Okay, ja, nee, noch habe ich den Überblick. So ein bisschen, ich muss da einfach drum herum gehen. Ne? Okay. So. Was steht da? Treten verboten. Gehen wir natürlich klein hin. Ah, gibt's nichts, okay. Alles klar. Meine Lampe muss laufen. Ich kann stehen. Ich gehe an die Tiere erstmal. In der Hoffnung, dass es da irgendwie weitergeht. Osten. Ziehen. Scheiße. Diese Zombies, was? Aber das ist wirklich Psychoterror, was die da machen mit mir. Diese Schreie. Und dann kannst du nur ungefähr Orte wäschen.
Ah, ich kann die Gasmaske ausziehen. Ich kann sie nur so ungefähr orten. Schlafplätze. Komm, ich gehe mal dann hin. Okay. Wir machen mal einfach alles auf. Alles aufgeknipext. Ah ja, vielleicht noch was. Also, was zum Lesen, wenn ich. So. Gedicht Teil 2. Der Anfang fehlte, haben wir schon gelesen. Welt, wo das Tal hinabgraben 3 Spaten. Graben ein kühles Grab für einen Soldaten. Drüben im Dämmerschein, allwo im Städtchen, weint wo im Kämmerlein irgendein Mädchen. Blüht wohl ein Blümlein rot einsam im Walde. Balde, gar bald bin ich tot, bald allzu balde. Brauche ich eigentlich nicht, aber ob ich mach's. Einfach, vielleicht muss ich nother da irgendwo hinrennen oder so, weißt du? Einfach, weil ich's kann. Wenn ich hier sehe, immer noch bläre die Zombies, ne? Das sieht schon wieder lazarettartige irgendwas aus. So, Eisebad. Ja, ja, guck, da hängt da so ein Stethoskop. Das ist so Eisebad. Dingensgewässer, Schlafplätze. Ah. I see. Moment, ich brauche Licht. Okay, jetzt bin ich doch Westen, Norden. Die Musik gefällt mir überhaupt nicht. Dann lieber das Zombie-Gejodel. Das sind die Schlafplätze, da bin ich rausgekommen. Norden. Ah. Macht dann noch Musik hier. Ah. Okay. Nee, ich gehe durch die Schlafplätze durch. Da hinten war noch was, da will ich hin. Sorry, ich bin doch kein Husso-Scheiße, woher? So, jetzt habe ich Musik und Zombies. Auch nicht schlecht. Danke. Wo bin ich hergekommen? Da vorne war noch was, weißt du? Oh, Musik ist aus. Oh, guck mal da, Safe Room. Okay, das ist schon mal gut. Also Safe Room, Respawn-Punkt. So, also die Musik hat sich jetzt auch entschieden, dass sie hier nichts mehr zu suchen hat. Die Zombie-Schreie aber schon. Okay, die sehen sich schon nicht ganz ähnlich. Okay, dann machen wir hier einfach Ammo kaputt und gucken mal, was da ist. Also, an dem Ding da bin ich vorhin gelaufen. Was ist denn das da wieder für ein... Ich bin doch aber... Ach, da hinten bin ich rausgekommen, weil da, ne? Okay, ich habe also jetzt 2 Möglichkeiten gehabt, hier herzukommen. Erst mal gucken. Wo geht's da hin? Große Kreuzung. Zu. Okay, da ist ein einzelner Raum, wo man natürlich nicht hingeht. Wichtig. Erstmal lesen. Liste von Platten. Robert Schumann, der traurige Jäger. Johannes Brahms, die Trauernde. Richard Wagner, fliegende Holländer. Otto Reutner, Berlin, Berlin. Claire Waldorf, Max von Schweren Artillerie. Freddy Estronteco. Und Papagei Friskaine Hartenaya. Da gibt es 2 verschiedene, da. Das ist doch das, was wir vorhin gehört haben, oder? Mit dem roten Blut und was weiß ich was. Oder ist das der Papagei? Unser Dr. Eisenbart, Unteroffizier Eigert und ich sind vom neuen Leutnant beauftragt worden, dem guten Dr. Weidemann ein gewisses Ständchen zu bringen. Etwas Abwechslung kam uns gerade recht. Wir haben ihm das Lied vom Dr. Eisenbart
vorgesungen haben. Wir haben ihm das Lied vom Dr. Eisenbart vorgesungen, so, mal einfach so. Dem Doktor schien es ja nicht zu gefallen, aber der seine Durchlaucht, der Leutnant, hat uns dann auch gleich mit ein paar extra Rationen feinsten Bieres belohnt. So lässt es sich leben. Alter, der Paul war schon der Arsch. Ne? Der hat genau gewusst, dass er das nicht lustig findet. So, kann man den nochmal ausschalten. Das ist der Papagei, ne? Und das da ist... Das ist dasselbe. Warum steht da zweimal dasselbe? Hopp, komm, ist gut. Auch mal keine komische Musik. Leere Spinde. So bin ich hergekommen, da will ich weiter gucken. Hier da hinten ist zu. Das ist ein einzelnes Zimmer. Einzelne Zimmer sind immer gut. Guck mal, da hängt Zettel. Rezept für Mehlsuppe. Mehlsuppe, Zutaten für 8 Portionen. 80 Gramm Schmalzfett, 120 Gramm Mehl, 2 Brühwürfel, Prise Prise Muskatnuss, Salz und Pfeffer nach Belieben. Zubereitung, großen Topf mit Wasser füllen, Wasser zum Kochen bringen, nach und nach die Zutaten unterrühren, mit Gewürzen nach Belieben abschmecken. Das ist einfach... Ja, okay, das Schmalzfett reißt noch ein bisschen aus, das ist nicht einfach nur... Ja, es ist einfach ein Brei. Ein Brei mit ein bisschen Geschmack. Ja. Vor allen Dingen durch die Brühwürfel. Okay. Oh, geil. Sonderbehandlung. Das Schlimmste ist, dass sie uns auch Bier und Tabak gestrichen haben. Warum habe ich dann aber Fromm und Eigert beim Trinken gesehen? Die Lieblinge unseres hochwohlgeborenen Leutnants von Schmidt erhalten eine Sonderbehandlung. Herrgott, wie ich ihn hasse. Das ist wieder der LL. Ah, Fromm und Schmidt waren aber die im Liedchen gesungen haben. Im Dr. Weidemann. Georg Retzlaff. Okay. Eiserne Ration. Vor kurzem kam die Order vom Bubi, dass unsere Rationen stark reduziert werden. Statt dem täglichen Laib Brot gibt es jetzt nur noch Zwieback und Dosenfleisch. Keine Kartoffeln, Steckrüben oder sonstiges Gemüse mehr. Bald sollen wir sicher nur noch von den Liebesgaben aus der Heimat leben. Liebesgaben. LL war das der Koch oder was? Ja, Zwieback kann sie genug. Oh, hier gibt's Leberwurst. Oh. Gute Leberwurst, gute Hausmacher Leberwurst, jawohl. Hausmacher Leberwurst und ein bisschen Brot, ey, du hättest eigentlich kein Problem, da könnte ich mich... Ja. Und Essen und Trinken hat sich halt schon so mancher ernährt. Im Griech gibt es halt nicht so viel, ja. Aber ja, ich weiß, war ein dummer Spruch, sorry. Durch Arbeit zum Sieg, durch Sieg zum Frieden. Ja. Mal wieder was. Erkennungsmarke, Anton Schmidhans. Aus Minden kommt der. Wer ist der, komm? Allein an uns. Offizier? Jawohl. Wie? Offizier? Wenn wir mehr wie ihn gehabt hätten. Absolut, Herr Kommandant. Ja, er hat das Zeug zum Offizier. Material für meine Flugstaffel. Sie können sich auf mich verlassen. Jawohl, Herr Kommandant. Junge? Da bist du ja, Soldat. Ja. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Auch wenn du dem großen Saboteur nicht das Handwerk gelegt hast. Aber wir werden uns auch ohne Waffen zu helfen wissen. Hi, hi. Steh bequem, Kamerad. Deine Zuverlässigkeit und dein Ehrgeiz zeichnen dich aus. Mir ist es endlich gelungen, Kontakt zur Heeresführung herzustellen. Allerdings, ich sage dir das nicht gerne, wir sind auf uns allein gestellt. Deserteure und Verräter in der Heimat treiben uns einen Dolch in den Rücken. Sie wollen den Kaiser und die oberste Heeresleitung zur Kapitulation zwingen. Diese Feiglinge haben keine Ahnung, was hier an der Front vor sich geht. Wir werden überrannt. Vielleicht waren es sogar diese Vaterlandsverräter, die all diese Missgeburten gegen uns gehetzt haben, die unsere Gräben verseuchen. Der Feind greift jetzt sogar aus der Luft an. Ausgerechnet. Es hasst das Licht. Ich konnte es mit Flakscheinwerfern blenden. Dann hat es mit seinem Schrei einen Kurzschluss ausgelöst. Sicherungen, Kabel, alles ausgebrannt.
Er wird Dahin? nicht an unseren Grenzen Halt machen. Wenn wir die Waffen strecken, wird er über das Vaterland herfallen. Weltenbrand. Alles, wofür wir jemals gekämpft haben, wäre verloren. Der Kaiser und die oberste Heeresleitung wissen von uns. Sie zählen auf uns. An Bord meines Flugzeugs befindet sich technisches Gerät. Unter anderem Sicherungen. Draußen auf dem Niemandsland. Stillgestanden, Soldat! Kämpf dich zum Flugzeugwrack im Westen vor. Sichere das Material. Die Sicherung für den Flakscheinwerfer. Blenden wir dieses Ungetüm. Ich gebe dir von dort oben Rückendeckung. Ich sehe mittlerweile wieder sehr klar. Ich werde ein Auge auf dich haben. Und dann werden wir ein reinigendes Feuer sein. Wir werden den Feind dahin raffen und uns den Weg nach Hause verdienen. Ohne Schwanken, ohne Zögern. Für die Freiheit und das Vaterland. Wegtreten, Soldat! Danke, dass du Augen auf mich hast, aber du hast beide Augen verbunden, du auf den Zippel. Echt jetzt? Ja, Moment. Noch. Hä? Was ist los? Mal Taschenlampe geht nicht mehr. Heldenweg, Westen. Hä? Wieso geht mal Taschenlampe nicht mehr? Boah, ich hab nur 11 französische. Okay. Darf ich schon nicht gehen? Okay, jetzt geht's wieder. Gut. Na gut, die Taschenlampe kann ich schon nicht verlassen, Mann. Ich guck mich jetzt. Okay, dann. Also ich muss in die Weste, ne? Hat er ja gesagt. Die Frage ist halt, darf ich jetzt. Jetzt darf ich nur durch. Das hat aber nicht funktioniert. Na komm, ich muss ja durchgehen. Hat er über die Tür aufgelassen? Gehen wir natürlich gleich mal gucken, ne? Was der Knispel da eben so hat. So. Technik. Aha. Du musst wieder was. Diensthabender Funker. Unteroffizier Johannes von Schmidt. Das bin ich. Achtung, streng vertrauliche Order an den diensthabenden Offizier. Ab sofort sind sämtliche Suchscheinwerfer unserer Flugabwehr, Flak, an ein elektrisches System gekoppelt. Hierbei handelt es sich um ein äußerst sensibles Kriegsmaterial. Für den Einsatz ist eine durchgängige Stromversorgung dringend zu gewährleisten. Sämtliche Feldabschnitte zu versorgen sind vor feindlichem Zugriff und Sabotage zu schützen. Oh. Wo kommt es her? Wer redet da mit mir? Oh, ist was. Eine direkte Verbindung zur Heeresleitung. Direkte Verbindung zur Heeresleitung. Briefe oder was? Das war mein Büro. Ja, geil. So, voilà. Ja, dunkel. Gehen wir da wieder raus. Ah. Oh, der Leid. Was ist das? Oh, Schlüssel. Ah, ja. Heldenwegschlüssel. Okay. Überall auch noch. Oh, das hat überall noch Zeichen, ne? Dein Tisch. Du bist zurück. Ach, ich bin ja der Paul. Ich bin ja gar nicht der Johannes. Der Johannes war ja der Funker. Ich bin ja der Paul. Okay. Funkbefehl bereithalten. Diensthabender Funker, Unteroffizier Johannes von Schmidt. Datum 10. September 1917. Achtung, streng vertrauliche Order an den diensthabenden Offizier. Der Druck auf unsere Truppen und unsere Heimat wächst. Folglich müssen auch wir den Druck erhöhen. Jedes Zögern kann uns den Sieg kosten. Halten Sie sich bereit für weitere Befehle. Oberst, Hauptleutnant. Keine Ahnung, kann mich nicht aus hier. Okay. Wo ist er dann eigentlich hier, die Kollege? Ah. Der ist doch nuff, aber wir kennen doch nicht nuff. Weil wir nämlich nicht Klettern kennen. Wir müssen den Schlüssel nehmen, okay. Alles klar, ihr Leid. Ich kann euch aber gleich sagen, das machen wir halt nicht mehr. Das machen wir morgen. Heldenweg war... Ja, der hier. Yep.
Das machen wir Moschee Moje, ne? Beziehungsweise, was wir können die ja schon mal ausschließen. Schon mal ausgucken. Ich gehe mal stark davon aus, dass da jetzt gleich Speicher, Nachladeding kommt mir nicht. Und dann sage ich aber jetzt schon mal tschüss. Ja, dann sage ich jetzt schon mal tschüss, also jetzt und sage an dieser Stelle hier, machen wir morgen weiter, nicht heute. Bis morgen dann. Schön mit euch.